Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Yoldaş, kendine gel yoksa ağzını burnunu kırarım. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Danny ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Das ist eine neue Folge von Kurz und Bündig, der Podcast von der schönsten Kurse der Schweiz. Und ich rede jetzt so lange, weil der Sero ist noch am Hocken und ich finde raus, welche Folge das ist. Und das ist Folge Nummer 65. Ist der. Wie läuft's, Bro? Entspannt. Jetzt provisorisch schnell Cam auf Bügel lesen und mal etwas montiert. Wir haben das Stativ vergessen, wir haben die Speicherkarte für die Kamera vergessen. Also wir filmen jetzt... Also Stativ haben wir, aber es ist beim Transport kaputt gegangen. Genau, danke Ilmas für nichts wieder mal. Und... Was soll ich sagen? Ah genau, jetzt haben wir das Bügeleisen und so einen Briefabstell-Dingens. Und auf dem Briefabstell-Dingens, wo der Sero übrigens zusammengebaut hat an dieser Stelle, ist Kamera drauf. Und das Einzige, was für Gleichgewicht sorgt, ist Gott selber, weil es hebt nichts. Falsch Wort. Gib mir einen Moment. Warte schon, ich kann es gerade. Nein, ich muss schnell nachschauen. Ich habe nämlich gerade heute... ich habe den vergessen. Warte, gib mir schnell eine Sekunde, ich muss da schnell etwas anpassen. Sero, übernimm die Show. Okay. Viele fragen sich, wieso kommt die Folge erst heute raus? Erstens, weil man könnte. Und zweitens, nein. Also, ich mache schnell ehrlichen Recap. Aber bevor du das machst, sag nochmal, was genau hebt die Kamera? Ein Bügeleisen Mhm. und so ein Briefablagefach und auf dem drauf ist das Handy an den Strom angesteckt, ohne irgendeine Halterung. Das Einzige, was haltet ist. Sag? Gott. Gott. Mashallah, Bro. Nein. Guess the Nation. Nein. Ich habe ein paar neue Knöpfe, Bro. Ich habe ein paar neue Knöpfe. Sag, brauch ihn erst dann, wenn du wirklich kannst brauchen. Ja, ich brauche ihn auch erst dann. Okay. Also, genau. Es ist Montag und die Folge wird jetzt am Montag um 12:23 Uhr aufgenommen. Recorded etwas. Recorded. Und kennst du die Menschen, die okay schreiben? Was ist so die schlimmste Art von okay zum Schreiben? Ok. Findest du? Ok. Aber so, ich finde Leute OKE und nachher ein J. Wow, das ist so 2000. Das ist so 12 Jahre sind. Gell? Ach Gott. Schreibt jemand so? Ja, der Gürsen. Ich habe letztes Jahr. Ja. Bro, chaotisch, aber egal. Auf jeden Fall, ja genau, es ist Montag, wir nehmen heute auf, weil der ein oder andere Bruder ist in den Bergen, im Wallis gsi. Und Das hat wie ein Low-Budget One Republic Videoclip ausgesehen. es ist mehr so... es ist mehr so Ding gsi, Bro. Kennst du Burning Man Festival? Aber halt... Nein, schau, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin halt eingeladen gsi, weil... falls du dich erinnerst, vor etwa so 15 Folgen, vielleicht auch 20, habe ich mal darüber geredet, dass ich Walliserinnen kennengelernt habe. Ah, dann? Weißt du noch? Nein, jetzt ehrlich. Ja. So ja. Walliser Berge. Die Folge heisst sowieso sogar etwas mit Walliser Berge. Irgendetwas, ja. Und die hat mich ja dann eingeladen in die Alpen, weil ich liebe ja Berge. Und dann in gekonnter Kurden-Manier Camouflage, ne? bin ich ja dann der Einladung gefolgt. Ja. Aber dann haben sie wie so gesagt, du hast ernst gemeint. So, es läuft eben doch nicht und so. Ich so, easy. Nein, danke. Und jetzt bin ich nicht gegangen und jetzt, ein paar Wochen später, Monate später, haben wir das dann doch noch nachgeholt, weil
ich bin ja jetzt sehr stark involviert in diese Walliser Gruppe. Und Fucker. Dankeschön. Und die eine davon ist mit ihrem Freund schon, ich glaube, 6 Jahre zusammen, 4 Jahre, kann Ja. ich bis für irgendeinen Scheiß am Schnurren. Auf jeden Fall hat sie ihren Freund überrascht mit einer Fake-Hochzeit. Krass. Checkst? Also, was heißt Fake-Hochzeit? Das ist eine sehr gute Frage. Was heisst Fake-Hochzeit? Heißt das so etwas wie, wir machen eine Hochzeit, einfach zum schauen, wie es ist, aber es ist keine Hochzeit? Nein, sie wollen nicht heiraten, Mhm. aber ich glaube, er irgendwie doch ein bisschen so. Und sie hat quasi zum Überraschen, hat sie alle Kolleginnen zusammentrommelt oder viele Kolleginnen zusammentrommelt und sogar eine Band aus Portugal einfliegen lassen. Krass. Und dann ist sie dort gestanden im... Was? Das ist auch nicht mehr die Welt, Bro. Ja, Bro, also ich meine... Portugiesisch. Nein, aber für einen Fake. Nein, ich Weißt du, was ich meine? Ja, sehr So- viel Respekt. Ich finde es herzig. Haben sie was haben sie gesungen? Haben sie auf Portugiesisch? Nein, sie haben so mega viel halt Musik, wo jetzt du würdest sagen, das los de Olders. Ja, Bro, wenn so Coldplay und so kommt, stell dir vor, dass Dream of Para. Du bist dort, du bist die Berge. Bro, ich würde... Bro, ich sag dir ganz ehrlich, eben, sie ist dann so dort gestanden im Hochzeitskleid, checkst Ah, was? du? Ja, ja. Krass, zu herzig. Und er ist dann gekommen und er so, nein, Also, ich finde es Überraschung komplett. komplett. Nicht mal Anzug, Er sondern nicht wirklich checkt. krass. Und dann ist er gekommen und dann haben sie ihm so einen Anzug, also so einen Jackett drüber da. Und Bro, ich muss sagen, so nach dem Wochenende habe ich wie so gecheckt, die meisten Walliserinnen sind eigentlich so Kurden von der Schweiz, Bro. Nein, ich sag dir ehrlich. Ja, ja, fix. Nein, weil Ich habe Lustiges. wegen beide Berge, beide sehr so eine Bauernkultur, weißt du, so Mhm. sehr aufnehmend. Aber es hat ein paar lustige Interaktionen gehabt, so in diesen Bergen. Und einer ist dann zu mir gekommen und der hat mir dann gesagt, hey du hast ja einen Podcast. 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 Nein, du hast ja einen Podcast. Erzähl das doch, was passiert ist. So quasi der Er so ein das Material. Zum Also Erzählen. quasi. Und jetzt, Bruder, du hast wählen. Und ich erzähle jetzt. Jetzt Hannah ist ein bisschen am Anfang ein bisschen so, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Dass So, du mitkommst, oder? ja, aber mehr so im Sinn von, hast du den Film Get Out gesehen? Nein, Spaß. nein, mehr im Sinn von, sie so, hey, es ist mir ein bisschen unangenehm, weil so, es ist eine Fake-Hochzeit, Bro, und ich lerne so wie alle Kolleginnen, Eltern, Onkel auf einen Schlag kennen. So. Und Bruder, ich habe ihr dann versucht zu erklären, was hast du das Gefühl, wie kurdische Hochzeiten sind? Ich lerne meine eigene Cousine Du lernst neue und Verwandte kennen. Verwandte kennen, weißt du, was ich meine? Hey Bro, und dann, wie es halt so ist, in vor allem, ich sage jetzt mal, mit älteren Familienmitgliedern oder vielleicht mit einem weiteren Kreis, wo noch ein bisschen den Tunnelblick hat, kommen halt ab und zu Sprüche so. Ja, ja, fix. Und ich meine, wir reden so von der Onkel am Weihnachtstisch mäßig. Mhm. Und dann ist halt so einer gekommen und ich sage seinen Namen jetzt nicht, obwohl er mir gesagt hat, sag das, ich erzähle das im Podcast. Aber Er so, erzähl, was ich er so, für sag der Rassismus Welt. gemacht habe. Nein, aber so das erste, so 3 Sekunden, ich bin angekommen, er so, hoi, ich bin, sag mal irgendeinen Namen. Stefan. Er so, ich bin der Stefan. Und ich so, hoi Jolas. Und der erste Satz ist so, was ist das für ein Name? Mhm. Oder woher kommt der Name? Irgendwie so. Dann gesagt, ja, aus dem kurdischen Teil von Türkei. So, ich so, und deine? Und dann war er so kurz perplex, weißt du? So, er so, ja, right? Bist du sicher? Ich sag, Ich weiß nicht, sicher. Und dann haben wir hat er so kurz gecheckt, okay, ist vielleicht ein bisschen kantig gewesen, Ja. easy. Und dann ist das wie so wieder beendet gewesen. Nachher hat er gesagt, erzähl im Podcast wichtig. Und nachher, nachher ist irgendwie, glaube ich, so ein Gespräch stattgefunden, so mit ihm, ohne mich. Und dann ist er zu mir gekommen, er so, hey, look, ich habe vorher ein bisschen diskutiert mit den Leuten. Und einfach, dass du weißt, ich meine es ja nicht so. Weißt du, ich kann auch Kurdisch. Ich kann auch Kurdisch. nein, sag ich. Das ist so, ich sage jetzt mal, das Einzige, wo in die Richtung gegangen ist. So. Also grundsätzlich, Bro, es hört sich so an wie so
jetzt ist ein Ausländer da, jetzt könnt ihr euch antasten. Das ist wie so... Nein, aber Es überhaupt hat nicht. sich wie so ein Workshop angefühlt. So, der Ja, erste ja. kommt heute sagen, ich bin schon zurück zu der Gruppe. Ich habe sicher Heu gesagt, ich habe so gesagt. Dann hat er mich so kantig Nein. gezogen. Was Nein, habe ich nein. falsch gemacht? Aber es war urherzig, sie sind alle wieder zu mir gekommen und haben so gesagt, hey, weißt du, fühlst dich wohl, ist alles gut? Und ich check es gar nicht. Das ist mein White Girl Traum. Ich hätte gesagt, es fällt mir ein bisschen... So in den Alpen, weißt du, hängen, mit Live-Musik. Raclette hat es gegeben, brutal kranker Raclette, Bruder. Aber so, nachher kommt einer, das ist da nicht Zürich-Scheiße, hä? Ja, ist immer, es muss immer geredet werden. Immer, so, das ist Aber ein Raclette. Kantönli-Geist. So, das ist der beste Raclette. Und er hat recht, der Bruder hat recht. Bro, Bro. sicher. Er Es ist ist nicht krank. bekannt für kranke Käse. Krank geiler Käse gewesen, krank geil. Wirklich sehr, sehr nice. Ich habe fucking Time of my life gehört oben, Bro. Ich habe mir kurz überlegt, soll ich mir so einen Geiss zulegen? Ein Kulturschock vor ihnen. Nein, nein. Nein, nicht. Ich habe gedacht, Der Kurban. Er hat aber Hunger. Nein, soll ich mir einfach ein Geiss zulegen? Hey Guys. Sorry. und mit dieser Geiss dann einfach das Oberleben, Bro. Weißt du? Ich würde das zu krank fühlen. Kennst du der Imker? Der Film, der Imker. Schweizer Film. Ja, Mann. Ja. Hast du geschaut? Die Doc, meinst du? Ja, Doc-Film, ja. Ja. So, über Ja, das ist gesehen. schwere schön. Ja, das ist, glaube ich, sogar ein Oscar-Shortlist gewesen. Etwas. Krank. Gibt's nur auf Apple, also damals hat es nur auf Apple TV gegeben, gebt euch das. Der ist auch wunderschön. So ein Kurt, wie er sich wohl für die Schweizer Berge. Imker wird. Einfach ich nachher. Einfach du. Guys. Einfach Hi, Guys. weg. Nein, Der Mann. Gute. Ach Gott. Nein, auf jeden Fall fucking Time of my life, Bro. Ich würde Und jedes sind Mal... wir dort, haben wir dort übernachtet? Das war ein Tag. Gewesen. Ja, wir haben dann bei der Mutter von der Hanna übernachtet. Die wohnt dann unten im Dorf. Ah, okay. Hast du nicht mehr so vom Gartenschlaf im Zelt? Nein, eben, ich sage ja, Geil. völlig andere Geil. Erlebnis. Nein, mega schön gewesen, Bro. Ich habe es wirklich geliebt. Und eben, ich habe so die Story gepostet, weißt du, so von den Bergen. Und wer hat gehatet? Ich habe aber Leute haten. Ja, Ich habe du Leute sowieso, haten. aber Aber ich kann nicht. wer hat gehatet? Was denkst du? Sag. Ich weiß, auf deine Lippen hast du es. Sag, Ja, Bro, mit dem müssen wir rechnen. sag wer. Die einzige wahre. Sag. One and only. Sag wer. One and only. Sag. Zürichs finest. Mhm. Pale-Influencerin. Oh, fucker. Oh, ich bin noch ein bisschen verwirrt mit der Okay, Knöpfe. alles gut. Genau. Was hat sie gesagt? Ja, nichts, Bro. Sie so, hey, schön bist du mit Leuten. Also, weißt du, in dem... Nein, hat sie nicht. Mama. Aber genau so der so Unterschwellige. Ah, was hat sie gesagt? Hey, schön bist du genau der, wo du sein willst. Aber fair. Aber fair, Bruder, ich habe es geliebt. Ich sag dir ehrlich. Es ist so, Ding gekommen, weißt du, auf einmal hat so angefangen zu spielen, so, nachher ist so, Creep. Das I'm a Creep. Kannst du das Lied? Sag mir etwas. I'm a Weirdo. Ja, Und ich so, das beste Leben, Alter. Es ist mir so gut gegangen, ich würde das jedes Wochenende machen. Lieber das, als im Gonzo mit so verruften, um 16 Uhr Ausgang morgen. ist, du machst eben alles lieber als Ausgang. Aber 16 Uhr morgen. Gehen wir mal noch wandern. Sind der Raum ein bisschen kühlen nachher? So. Hey Mann, sind da nicht rum noch bis um 5 Uhr morgen? So, lieber das, Bro. Richtig geil gewesen. Geil. Sehr schön. Ich bin auch mal im Wallis gewesen und das war schön gewesen. Wir sind zusammen im Wallis gewesen. Mhm. Das ist brutal. Wo sind wir da gewesen? Weißt du noch, die Ortschaft? Also ich sag's mit Sprachfehler. Ja, bitte. Resonanz. Hm? Geschrieben ist Resonanz. Ich weiß nicht. Resonanz oder so wahrscheinlich. Ich glaube, Wiesennas. Nein, ich glaube, Wiesennas ist schon... Resonanz. Ah, ist auch ein schöner Ort gewesen. Also da habe ich auch gemerkt, Wallis ist eigentlich brutal schön. Ja, aber ich glaube, dort, wo wir in Wiesennas waren, Resonanz? ist so... Dort sind wir ja gerade so auf der Straße, Ja. oder Auto, also so eine Talstraße, Ja. whatever. Und nachher ist ja gerade oben ist die Ecke gewesen, wo das Haus ist, und nachher ist gerade wieder die Straße aufgegangen. Ja, Das heisst, du hast ja wie nicht so viel gesehen vom ja. Wallis. Ich glaube im Winter ist geiler dort, aber sonst perfekt für eine Nacht lang. Bro, und die Alpen sind einfach so schön. Ja, ich sage immer wieder, Schweizer Alpen sind wild. Wirklich, Bro. Ich fühle mich wie so ein Straßen-City-Boy. Erstmal in den Bergen. Ich so, Ein neues Highlight gemacht, Wallis. Valais. Voilà. Checkst Nur Dings, rot. Hometown. Krass. Da Weißt bist du du ganz Weekend gewesen, oder? Ja, so, Bro, ich bin völlig neuer Mensch. Samstagmorgen auf den Zug, checkst Krass, Alter. Ist das wie Australien gewesen, oder was? Bruder, einfach so 2,5 Stunden Zug fahren.
Aber ich will ohne Scheiß mit Zug auf. Von Zürich auf Wallis, ja. Auf Walle. Hast du nicht, wie heißt der, Grasser oder so gesehen? Da war immer früher im Wintershop. Der SRF-Kommentator. Ich fick den. Oh, sorry, nein, ich schaffe jetzt nicht. Nein, du bist ein Geiser. Der ist der Einzige, der Wallis Deutsch redet, Bro. Der ist der weltbekannte SRF-Kommentator. Wallis was? Wallis Deutsch? Ah, Wallis Deutsch. Sorry. Deutsch. Ich kenne sie schon, ne? Weißt du, die Leute kennen Ich bin sie. am Lernen. Ich schwöre, ich finde es Lern geil. Kurdisch, Bro. Sag deiner Mutter, was du am Lernen bist. Sag. Nein, Bro, zu geil. Ich bin auch Zug gefahren, Bro, und dann einfach im Wallis gelandet. Krass. Einfach. Nein, aber ein völlig Was wildes für eine Konzept. wilde Idee. Stiegst Völlig- einfach ein, stiegst aus den Bergen vor dir. Einfach ein wildes Konzept. Nicht einmal Ding gehabt. Wutanfall auf der Reise. Bro, es ist eigentlich schon entspannt, wenn es nicht so lang würde gehen. Bro, nein, es ist voll chillig, weil das Autofahren, als ich ins Wallis Ja. geht im Normalfall, wenn jetzt nicht du fährst, auch 2,5 bis 3 Stunden. Es ist eine schöne Autofahrt, die du kannst machen. Das ist wirklich schön. Ich würde auch viel mehr Zug fahren, wäre es nicht so unglaublich teuer. Und ungrab, also von der Zeit her okay, aber es ist auch fucking teuer, man. Wirklich teuer. Letztes ist mir eine passiert. Sag. Ich löse immer, wenn ich auf Zürich fahre mit dem Zug, ich löse hier und zurück, bin erst 24 Stunden. Ganz Kanton Zürich. Ey, nein, gell, jetzt neu ist es so, dass es nur bis um 5 Uhr am Morgen ist. Bro, ich kann mich auf Baden gehen. Ja. Ich sehe SBB-App und ich sehe gerade 51,60, weißt du, der Ja. Preis, der Normalpreis und eigentlich Ja. so, weißt du, gerade 24 Stunden. Ja. Ich gehe auf Baden, gehe am nächsten Tag zurück. Ich bin im Zug. Ich sehe so Kontrollstieg, ich so, Ja. weißt du, perfekt, bin ready. Ja. Geil, wenn ich schon mal das Ticket habe. Ja. Er kommt, Billett bitte, ich so, perfekt, nimm Handy für gültige Billette, keine. Ich Ja. kann Mail, da ist ein Mail. Ich zeige Ja. ihm. Er ist abgelaufen. Wie? Wie abgelaufen? Ja, er ist nur bis Mitternacht gültig gewesen. Ich habe ja 51 Schuss gezahlt. Hm. Ja, du bist dir sicher daran gewohnt, dass du im Kanton Zürich hin und zurück machst, ist 24 Stunden. Ja. Sobald der Kanton verarscht, eben nicht mehr Aber 24 das habe ich nicht gewusst. Ja, eben, gell? Warte, das ist nicht alles. Bus. Sicher Für nicht. ohne gültiges Billett. Sicher nicht. Ich habe 51 Schuss gezahlt Ja. und jetzt sag ich nochmal 100. Aber der Bruder hat doch gecheckt, dass dir ein Fehler passiert ist, Bro. Wieso musst du so Ja. ein Wichser sein, Mann? Nein, er hat, also einer war entspannt. Also eigentlich sind beide freundlich gewesen, Ja, weißt Bro, aber dann sag doch, hey, look, du hast offensichtlich einen Fehler Ich gemacht. habe gefragt, ich so, darf ich jetzt noch das Ja. Billett zahlen? Weißt du, ich habe es wirklich Ja. nicht gewusst. Ja, ja. Wirklich, Bro, ich fahre nicht schwarz. Ja. Das ist nicht mehr, weißt Ist nicht mehr 2000. du, ja, ich habe, Bro, 22. das 100 Stutz Rechnung ist 100 Stutz Rechnung, verstehst Ja, du? aber du checkst. Sag ihm. Und nachher, er so, ja, Mashallah, nein. Bro. Er so, nein, es tut mir leid und so, weißt du. Und nachher ich so, okay. Und dann gesagt, warte nur bis der Podcast aufnimmt. Hast du gesagt? Nein, ich habe nicht gesagt. Und dann weißt du, was er hat gesagt? Was? Er hat gesagt, Der Spieß wird hier umgedreht, mein Freund Zero. Und das lasse ich nicht so stehen. Fick. Zero, mein Freund. Spießumdreherei läuft nicht. Nur damit du Bescheid weißt. Okay? Das ist Legend, Alter. Der Katar. Von dort kommt eben Zero, dein Freund, mein Name, Alter. Zero ist so irrelevant, sein Name hat niemand gewusst. Wie ist mit dem Namen? Was? Und nachher hat der Katar mal ein Video gemacht über und jetzt Zero. alle, Mantel. Niemand sagt mir Zero. Zero. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich 51,60 gezahlt für ein Billett, das 7 Stunden gültig war. Ich verstehe. Nachher habe ich die App aufgemacht und da steht, ich hätte es lesen. Er steht irgendwie so, bitte beachte, es sind 24 Stunden. So dumm. Aber wieso gehst du, also, So blöd. also du musst, wenn du auf Baden fährst oder halt außerhalb vom Kanton musst, halt Ein Weg. einen Weg nachher Rückweg. So. Also ja, Bruder, ich habe überlegt, das Mail machen, Mhm. aber ganz ehrlich, in dem Moment, weißt du, ich habe es in der App gesehen, hätte ich genau geschaut, hätte ich es gesehen. Aber Ja, Bro, aber trotzdem man kann finde ja, ich's- also weißt, man kann ja einfach sagen, hey, look, er hat ja gecheckt, du hast einen Ja. Fehler gemacht. vor allem eine Station nach Baden oder zwei ist ja wieder Kanton Zürich. Ja. Also, ja. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen mehr Verständnis gezeigt wird. Ich verstand aber, dass mir einen Bus gibt. Ihnen ist auch unangenehm gewesen, weil sie haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass es einen Bus gibt, weißt du. Sie so, ja, können Sie aber schreiben und dann, ich habe gecheckt, was läuft, bis zum Schluss. Nein, ich das gesehen und dann gesehen, okay, 100 Franken wegen nicht gültigen Billett. Ja, aber weißt du, eben, dann du hast doch deinen scheiß Automat dort, Bro, weißt du? Ja. Dann sag auch, hey, look, buch jetzt einfach ein Ticket und gut ist. Das hat mich gestresst und ich freue mich schon auf die Diskussion mit dem Markus, Die Hurensohn. wenn er anfängt, SP wieder verteidigen. Ich glaube, wenn der Markus könnte, würde er sich schwänger lassen von der SBB. Ich glaube, er würde sich zu einem S/12. Umbauen lassen. Ja, er würde sich so eine, ich heiße S12 ab jetzt. Ah, der Pronomen. Ich bin nicht mehr him, ich bin S12. Ihm. Letztes Mal haben wir ja auch über SBB uns aufgeregt, wegen Preisen, also letztes Mal schon länger her, wegen Kosten auf Berlin. Zum Beispiel mit dem Zug. Ja, ja.
Dann schreibt er mir eine Nachricht. Wer? Der Markus. Ah. Hey, im Fall, unsere Züge sind dafür im Fall mega sauber und irgendwie, keine Ahnung, Klimaanlage ist gut und die sind nicht verspätet. Und ich habe einfach gedacht so, hey Markus, Bro, also bist du offizieller Pressesprecher Hat er jetzt? so geschrieben gehabt. Lieber Job, lass am Schluss noch so LG Markus. LG-PR-Verantwortlicher Markus. Ey Bro, ich sag dir ganz ehrlich, ich ist schon gerade letztens wieder rausgekommen, dass die Max Schulden haben oder so. Mhm. Hoffentlich auch, Bro. Nachher sind so wieder der Bundkoffer gepaart. Nachher haben die Paare gegeben. Und es geht wieder Ruhe mit den Preisen wahrscheinlich. Vor allem sind ja Studenten gehen weg. Bro, einmal in meinem Scheißleben entscheide ich mich Student zu sein, Bro. Es bringt mir ein Jarrach, Bro. Ganz ehrlich, fahrt schwarz. Ich schwöre. Ich fahre aber jetzt nur schwarz. Bro, ich fahre im Kanton Zürich. Ich wohne jetzt in Zürich. Ich fahre in der Stadt Zürich bis heute. Frag, wie viel Billette ich gekauft habe. Ich sag einen wegen Schießen. Ja, zwei. Wegen, Aber voll, also ich fahre jeden Tag dran, weißt du, was ich Ja. meine? Und ich habe schon 10-mal rausgeholt, Bro. Wenn ich einen Bus ich bekomme. fahre aber jetzt, extra nur, wie das passiert ist letzte Woche. Oder wann auch immer. Extra nur wegen dem jetzt, fahre ich schwarz. Und nachher, weißt du, was mache ich? Wenn ich Billetkontrolle gesehen Was? Der 3 ist die hässliche, wegrennen. Unchillig, Bro. Ich mache einfach. Stell dir vor, er rennt hinterher nachher Lust. Hey, ist nicht der vom Podcast, der ist da. Nachher, Bro, schnell ein bisschen hinkommen und so sagen, hey, Bro, chill. Wieso rennst du jetzt? Nachher... Bro, ganz ehrlich, also... Ey, Bro, 51 Stutz auf Baden! 51 Bro, fahr da, ich Stutz! schwöre, ich verstehe nicht so. Bro, wegen dem, alle sagen mir, ja, Zug bist ja überall mega schnell und so. Ja, 51 Bro, Stutz bin ich dafür überall bin schnell! ich nicht an der Armutsgrenze, Bro. Für 9 Franken 90 fliege ich auf London. Und jetzt haben sie ja letzte... ja gut, das ist noch ein anderes Das ist, Problem. Das sollte man eigentlich nicht vergleichen, aber trotzdem einfach zum sagen, das hat der Markus auch gesagt, weißt, okay, das habe ich mit ihm geredet und ich verstand es auch. Er hat gesagt, der Treibstoff wird subventioniert irgendwie, und sonst haben sie viele Subventionen, Zug und so. Flüger, Zug gehört am Bund. Ich kann selber Preis bestimmen. Ich schwöre. Und ich glaube, eines der Hauptargumente von der SBB, wieso es ja so teuer ist, weil der Zug in jedes verfickte Kaffee in der Schweiz fährt. So, die SBB ist ja voll gut vernetzt. Ja, aber Hey Bruder, ist mir doch scheißegal. Also was muss ich einmal im Jahr auf Wallis? hey, wir sind so teuer, weil wir halt überall anfahren. Ja, ich hoffe. Ja, Bro. Wenn ich Steuergelder gibt, dann hoffe ich, dass ihr jede scheiß kleine Ecke anfahrt. Unglaublich, Alter. Jetzt fange ich wieder an fast an. Eigentlich denke ich, ich habe das, Bro, sogar wenn ich Bus kassiert habe, ich schaue halt App an, ich schaue, okay, ich hätte es können sehen. Hast du ihm gesagt, ich bin Influencer? Nein, ich habe nichts gesagt. Bro. Ich habe, Bro, es ist glaube ich, wie die Stange da oben ist. Checkst? Ah, fick mich. Das ist der unschuldige. Nein, wirklich? Ja. Ja, okay. Okay. Auf jeden Fall, das hat mich, ich habe es angeschaut und ich habe gesagt, okay, weißt du, so, fair, ich hätte es gesehen. Und jetzt muss ich überlegen, ich bin nicht zum ersten Mal auf Baden gegangen und habe hier und zurück Ticket gelöst. Ich habe schon mal gelöst. Passiert. Ich habe schon mal gelöst. Bist du auch so Fan von Aargau, oder? Nein, ich bin schon mal kurz vor dem auf Baden gegangen, hin und zurück gelöst und dort bin ich auch kontrolliert worden. Das war alles okay gewesen. Ist vielleicht etwas Bro, nein, ein paar Leute juckt es einfach auch nicht. Aha, nein, Also weißt du, ja, ich wahrscheinlich. habe auch schon, Bro, ich habe einmal, ich habe jetzt ein Halbtags und ich habe das wie so extern gekauft und ich hätte es noch müssen mit meinem Swisspass verknüpfen. Ja. Und ich habe aber ein Billett gekauft mit Halbtags. Ich habe gezeigt, sie kommt, sie so, ja, ist gut. Ich so, ja, easy. Und sie haben es halbtags nicht mal angeschaut, weißt du. Ja, fix. Dann gibt es aber ja die es nicht geschafft haben, in die Polizei reinkommen. Oder? Und jetzt denken Ja, man sie, SBB Security. und jetzt sind sie ja das offizielle Sprachrohr. Ich habe überlegt, sogar in ein Mail machen und sagen, hey, look, ich zahle Bus, aber zahlt mir, es geht ums Prinzip. Mhm. Ich habe für einen Weg gezahlt. Ja, Nehmt die Hälfte zurück und ich zu Bus ja zahlen. Bro, es Aber, geht auch, es ist auch, aber egal. Bro, in der Schweiz kommst du aber schon weit mit Mails. Ich habe das Gefühl, bei SBB nicht, wie sie sagen, ja, Baba Bund ist hinter uns, wenn sie nicht passt. Bruder, dann sagst du ihnen einfach ein Wort, wo jeder Schweizer Konzern anfängt zu zittern. Ja. Kassensturz. Meinst Direkt. du? SBB ist immer unter am Arsch, die werden wohl kritisiert. Bro, sie sind auch, ja. Schulden, Mulden. Das haben sie ja letztes Jahr so viel Schulden und sie haben ja mehrere Steuergelder, also Millionen einsetzen, um die Strecke zwischen Bern und Zürich nochmal ausbauen. Und es gibt ja die Bahnstrecke 2000, die ist die direkt von Bern in Zürich halten. Ja, krass.
Und die geht 1 Stunde und dann gibt es ja die noch über Olten fährt, die geht 1,5 Stunden. Und jetzt will eine neue Strecke machen, die irgendwie 5 Minuten schneller ist. Vielleicht bin ich jetzt wieder Scheiße erzählen, aber ich glaube, so habe ich es bei. Ja, wahrscheinlich ist das so bei maximal 15 Minuten. Nicht einmal, Bro. 15 Minuten wäre ja okay, verhandelbar, weißt du? Aber es geht um ein paar Minuten. Hey, wie wär's? Ganz wilde Idee. Ganz krank wilde Idee. Erzähl. Wie wär's, statt eine Stunde, einen Weg von einer Stunde auf 55 Minuten runter und Milliarden ausgeben, einfach mal mit der Prise ein bisschen chillen. Ja, wirklich. Wie wär's? Nachher sagen sie, ja, weißt du, Bern ist 5 Minuten schneller jetzt. Was hast du das Gefühl? Wieso ist GA von 2300 auf 4500? Willst du auf Bern kommen oder nicht? Ja, auf jeden Fall, das ist passiert. Und am Freitag habe ich den Sandro gesehen, den Gilly, den Oli und den Lady. Geil, was haben wir gemacht? Wir haben so ein Spiel gespielt, wo ich nicht mehr weiss, wie es heisst, aber so ein Schweizer Kartenspiel, wo mit Pokerkarten spielst. Ich weiss nicht mehr, wie es heisst. Es ist so. Tichu. Nein, du musst irgendwie, glaube ich, so. Games. Nein. Es läuft so, dass irgendwie Queen im Viereck rot geht. Also du musst. Jede Runde leitet jemand eine Karte ab. Also kannst du schon mal sagen, wer ist dabei gewesen? Oli? Oli, Lady, Gilly, ich, Sandro. Ja, gut. Und jeder muss eine Karte ablegen und einer sticht am Schluss. Und der sticht, kommt die Karte über. Und das Ziel ist halt, wenn du stichst, keinen Minuspunkt bekommen. Ja, ich weißt? kann Das ist das eigentlich wie Skali etwas. Ja, voll. Und das ist einfach eben, wir haben das gespielt und das haben wir lang gespielt. Dann haben wir das Brandy gemacht, haben wieder gefickt. Mit wem bist du im Team gewesen? Allein, wir sind eben zu fünft gewesen. Wir haben einfach alle allein gemacht und dann noch einen Neutralen. Und dann, hey Bro, ich weiß nicht, was ich kann sagen, was nicht, aber auf jeden Fall das, ja, so, sicher das, so. Entspannt mit Kollegen, am Morgen gefreut auf den Freitag. Ja, Mann. Und dann habe ich, was habe ich gesehen? Hey Bro, ich habe gewisse TikToks so genommen. Wegen? Morgen um 4 Uhr Jungs sind heimgegangen, weißt du? Morgen um 4 Uhr am Handy schaue ich ein paar TikToks. Und dann sehe ich so, weißt du, auf TikToks, die wo so mit Bildern kannst scrollen. Ja. Und ab und zu kommen bei mir im Algorithmus Militärsachen, weißt du? Okay. Und da kommt so etwas, geht so zack. Und das erste ist so Officer irgendetwas. Okay. Und in der Mitte Or und nachher einfach. Das Lustige ist eben das Audio. Ich muss dir sagen, er ist nachher einfach Officer Down. Du kannst dir vorstellen, oder? Oh nein, okay. Und es ist nicht etwas, was du noch nie gesehen hast, aber Audio hat mich gekillt. Ja. Weil Audio ist einfach wie einer ein Lied singt. Welches Down von Jason? Nein, ich weiß nicht, ich muss nachher zeigen. Auf jeden Fall habe ich am Morgen um 4 Uhr so ein Lachflash bekommen. Ich bin einfach wach geworden von diesem Lachflash. Ja. Bro, mein Weekend ist. Scheiße, jetzt fangen sie wieder an. Wie ist das perfekt. Mein Weekend war normal. Ich habe, glaube ich, nichts krass erlebt. Oder nichts, was ich erzählen könnte, aber sonst. Eigentlich, weißt du, jetzt fängt der Herbst an, vor allem einfach auf Herbst. Herbst ist geil. Vor allem einfach auf Herbst und Absolut die Lieblingsjahreszeit. Oh, wie Frühling ist auch mega nice. Frühling ist auch easy, aber Frühling ist auch für mich ein Pin wegen was? Ah, stimmt, du hast ja mega schlimm. Hey, anderes Thema, hast du die neue Kampagne gesehen von der Stadtpolizei Winterthur? Nein, was ist es auf TikTok? Sind sicher auf TikTok? Nein, sondern ich habe so eine Plakat-Offline-Kampagne. Hey, Bro, ich bin so vorbeigefahren und nachher schaue ich so nach Stadt so Brooklyn, nein. Nein. Winterthur, ja. Die Hurensohn. Irgendjemand hat einfach Kommunikation studiert, Bro. Das ist abgesegnet worden von jemandem höher als ihm. Das ist gut. Kannst du posten. Kannst auf Plakat. Ey. Und Stapo Vinti hat ja sehr fest zu kämpfen. Ganz Schweiz mit Polizeimangel. Aber weißt du, einerseits ist ihr das Image im Arsch. Vielleicht hast du gelesen, es hat 2 Suizidfälle gegeben. Ja. Wegen Mobbing innerhalb von der Stapo. Also das ist ja nichts Neues, dass Stapo gemobbt wird von WintertourerInnen. Aber jetzt auch noch intern. Du! Komm mal kontrollieren. Komm mal schnell. kontrollieren. Es hat im Fall.
Es hat einen im Winter, ich muss seinen Namen nicht droppen, aber jeder in Tös weiss welcher, Bro. Brüllen, Es gibt immer einen alten Nuttersohn. Bro, Brüllen, Igeli Frisur. Und der ist immer so auftaucht und der ist immer zivil rumgelaufen, Bruder. Aber jeder hat ihn geschmeckt, Bro. Und nach fucking 20 Dienstjahren im Quartier Tös, Bro, wieso tust du auf CSI Miami? Er kommt so, er läuft so zivil. Heute einer mit dem Kiffer verwitscht, ja. Lass jetzt, er läuft so zivil, so undercover, Bro. Wir sehen ihn, wir sagen alle, schau, wer dort ist. Sagen wir. Auf Ja, einmal, extra. er macht den Haken, checkst du? Und sprintet auf uns zu. Er so. So. Also Stadtpolizei. Quartierpolizei hinterher, sagt seinen Namen, wir so, ciao Urs. Er so, hey, was sind ihr dran machen? Ist das ein Giftschein? Bro, das ist ganz durch. Es gibt immer der eine, der durch ist, aber ja. Ja, auf Weißt jeden du- Fall, noch ganz kurz, sorry. Und sie haben sich wahrscheinlich gedacht, ey, unser Image bei den Jungen und auch so allgemein ist ja nicht so gut. Fangen wir doch an mit dem coolen Ding. Und ich meine, ich glaube, wenn du dich entscheidest zum Polizistin werden, dann musst du ja absolut schon ein richtiger Hurensohn sein. So, weißt du, was ich meine? So, wenn du auch so findest, hey, ich finde es super cool. Und dann, stell dir vor, du bist Polizistin und dann auch noch Social Media verantwortlich. Also weißt du, kennst du die TikToks von diesen, es gibt so 3-4 Figuren in Vinti. Wo so auf TikTok und so für Stapo Sachen machen. Genau, und Ja. das Gesicht sind. Ja, ja. Und die denken sich dann wahrscheinlich so, hey, weißt du, ich bin cool und hip und ich bin Polizist und auch noch Gen Z. Meinst du, checken die ihre Kommis und so Likes und so ab? Hey Bro, ich hoffe es nicht, Bro, weil dann ist wie normal, dass Suizid passiert. Also nein, sorry, Bro. Aber ja, die haben sicher das Problem, generell. Das überhaupt. Voll. Ich Oder- weiß nur von einem Fall, wo ich gemerkt habe, die spüren sich nicht. Die haben das Gefühl, das ist Film. Ich habe schon mal erzählt in einer ganz älteren Folge. Einer von der ersten, ich habe es gerne aufgegriffen. Ich habe einen Bus bekommen von Konstanz. Ich habe es nicht sofort gezahlt. Ah, geil. Nachher ist ein Brief gekommen, bitte ausfüllen. Ich habe nicht ausgefüllt. Verhängt. Ich war am Arbeiten, gewesen, am Mittwochmorgen oder so. Und es kommt das Telefon von meiner Mutter. Sie hat 20 Mal Radau, Stau angerufen. Automatisch mein Herz fängt an rasen, weißt du? Scheiße. Ich so, ist was passiert? Ich höre meine Mutter an. Ich sehe, was ist, und ich höre gerade als erstes: Willst du, dass ich an einem Herzinfarkt stirb? Ich so, hä, was ist los? Was ist los? 2 Bullen sind gekommen. Haben gesagt, ihr Sohn hat das noch nicht ausgefüllt. Sie hat auch die Tür aufgemacht und ich bin übergefallen. Bullen nennen. In Zivil. Ich so, komisch, weißt du? Du so, Mama, Polizei ist am Block. Und nachher bin ich halt heim und sie so, du musst morgen ihre als Polizeiposten, weißt du? Und ich so, okay, bin ich am Abend kein, nachher hat sie erzählt. Sie so, einer hatte ganz entspannte Sicht, weil er hat gewiss nur einen Bus. Also, er hat gesehen, ich bin ein bisschen im Zeitstress, so, hey, alles gut, ist alles in Ordnung mit dir und so. Er hat echt vergessen, Bus zu zahlen für Kollegen von Deutschland. Er muss das Zeug ausfüllen, ist gut. Er kann einfach morgen vorbeikommen, in Ordnung. So. Es hat einen neben ihm gehabt. Er ist am sicheren Gang. Er ist 1,70 groß gewesen und hat Muckis gehabt. Ist Gym gegangen und so weiter. Und er ist dort gestanden und hat gedacht, er hat das Verbrechen gelöst. Hat er so die Sonnenbrille angehabt, weißt du, Willi? Die Polizei. Ja, er ist so im Zivil dort gewesen. Meine Mutter hat gesagt, weißt du, so, der Junge ist noch anständig, aber der Älter, der hat sich gar nicht mehr gespürt. Ich so, ja, ich gehe ja morgen. Mm. Und ich habe selber schauen und der Junge ist ein ganz entspannter gewesen. Ja. Weil ich bin vorbeigegangen, also so, sie wissen, wieso sie da sind, bitte ausfüllen. Und es ist ja das Foto dazu. Und ich habe so Wett gemacht, ich so mit den Jungs damals, ich Schidar und der Uhr, mir so, der, was erstes blitzt und der posiert auf dem Blitzerfoto, dem seine Blitzer zahlt die Strafe und der wird dann zum Sachti geladen. Gibt es das Foto? Ich habe schon ein paar Mal davon erzählt. Ich habe schon mal gepostet, aber ich kann es mal suchen. Ja. Und dann habe ich einen Blitzer gesehen und ich mache irgendwie, schaue ich schräg rein, irgendwie hässlich und versuche albanisch Adler zu machen und irgendwie ist es genau nur so. Also weißt du, so die eine Hand und die andere ist ein bisschen schräg drunter, weil ich habe versucht, freihändig. Und nachher hat er mich so gefragt, was ich auf dem Foto mache. Und ich habe geschmunzelt, er hat auch geschmunzelt. Er hat gewusst, weißt du, dumme Sicht. Und nachher habe ich gesagt, komm, ich kann zu ihm ehrlich sein. Weißt du, ich so, schauen Sie, mir den Wett gemacht. Und ich habe einfach den Wett durchgezogen, weißt du. Wo kann er so, ja, schauen Sie, ist halt Deutschland, ich kann nichts sagen, aber Schweiz, beide Hände am Lenkrad. So, ja, ist gut. Das hat vor 2 Uhr. Und dann der andere. Hey, Bro. Also, da, offizielle Einladung. Ich fick alles, was du hast, du Peach. Ey, er ist dort, 1,70 Bro. Und rate, oh mein Gott. Du hast einen Versuch. Rate Nationalität.
Italo. Ja. Ich has gewusst, Bro. Ich has gewusst, Bro. Ey, wieso verliert ihr euch komplett, wenn ihr irgendein Land euch immigriert, Mann? Mach es doch wie ich, Bro. Was Ja? habt ihr? Weißt Italos sind, glaube ich, die ins Land einwandern und dann sagen jetzt auch so, wer ist der rechteste im Land? Der. Aber jetzt bin ich. Der kann sich verpissen, aber jetzt bin ich. Bro, und der ist nötig und der so, nein, das machen wir in der Schweiz nicht, auch in Deutschland nicht. Und ich so, am Zollers nachher, ich sehe am Jungen, er schießt ihn an. Er so, ja, tun Sie einfach bitte schauen, hä? Ich so, ja, ist gut. Ich schaue den Kleinen an, Bro, 1,70 groß, Haare geschleckt, Alter. Wahrscheinlich seit 2 Jahren Bull. Der erzählt wahrscheinlich, wenn er heimkommt, am Nacht ist 2 Stunden vor seinem Job und seine Frau sagt einfach, kannst du mal deine Fresse heben, essen und einfach meinen Abend geniessen lassen. Meinst du, es juckt mich, wenn du beim Kiffen verwünscht hast, du ehrenlose, unnützes Stück Scheiße. Du bringst mir nur Brot heim und fährst mit einer Sirene um. Ich hätte auch einen Feuerwehrmann heiraten oder einen Arzt. Du bist Abschaum. Du bist zu nichts gebrauchen. Du nimmst Sachen so ernst für einen scheiß Bus, Bro. Meine Mutter hat zittert für einen scheiß Bus. Er hat das Gefühl, er geht jemanden jetzt ficken. Oh mein Gott, wärst du kein Bull. Bro, sie haben ja den... Ich hoffe, es kommt so DM von Stadtpolizei, bitte in Zukunft. Ja, aber wie heißt er? Ich höre auf, aber wie heißt er? Ist das echt Beamtenbeleidigung, wenn wir den Hurensohn nennen? Ja, der soll jetzt, also wenn jetzt da eine Beamtenbeleidigung kommt, dann tue ich die grösste Ausländerkarte spielen, die ihr in eurem Leben gesehen habt. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass nicht nur Brooklyn Nein niemand kommt, dann könnt ihr sicher sein, dass gar niemand die nächsten 20 Jahre bei euch sich anstellen kommt, Mann. Die Leute gehen vor, gehen Wäsche putzen und in das Regal auffüllen und vom Bau arbeiten, also dass bei euch sich anstellen und für euch arbeiten. Wenn ihr so kaputte Leute habt. Sonst so von der Polizei, was halt ist? Ey, Bro, es ist eine Rage gehabt. Es hat sich gestaut, Bro. Schon, gell? Gestaut, ja. Bro, weißt du, bist eh Aber Bro, schuldig. ist mal ehrlich. Du bist eh schuldig. Weißt du, so viele Bullen sind bei dir. Ich hätte es können lösen. Das Tenor ist ja meine Schuld. Was Aber es willst- ist ja Buß, Bruder. Riss dich zusammen. Ja, du, musst Bro, wirklich wirklich, schnell- du gehst an einer Mutter am Morgen um 10 Uhr sagen, ihre Sohn hat das nicht gemacht. Und du siehst ihr ganz gut, dann riss dich zusammen. Nein, was muss er spielen? Er hat das Gefühl, er ist irgendwie Batman, Alter. Der nutzt Sohn, Alter. Ich bin einfach der Joker, Mann. Wo bist du? So ist er Findest- nicht fertig, sorry. Was würdest du machen, wenn einer von deinen engsten Kollegen jetzt würde sagen, ey, ich will Polizist werden? Also, sagt es mir persönlich oder sagt es mir per WhatsApp? Oder? Er sagt er persönlich. Ja, Bro, dann musst du damit rechnen, dass ich es nicht. Was heißt das? Ich kenne einen Bull, ich weiß, wo er wohnt. Das war einfach, Bro. Mein Cousin hat mal einmal das Schneeballsystem-Zeugs anfangen zu verkaufen. Ich habe mal gesagt, so, du hörst sofort auf mit dem Scheiß. Keiner von unserer Familie macht das. Wir haben nicht die Herrschaft ab und zu, aber keiner von uns ist so dumm und lässt sich so verarschen. Ach, Bro. Und das Gleiche ist mit Bull. Keiner von uns wird Bull. Weil wenn du Bull wirst, Ist vorbei, Bro. dann... Bist du nicht mehr Familie. Bro, ich kenne halt wirklich sehr viele Frauen. Ja, das wär's. Ah, ich habe gedacht, es kommt Nein, etwas, das wäre ich alles, nur- was ich Okay. will sagen. Nein, Okay. nein, ich kenne sehr viele Frauen, die sagen, sie würden niemals zum Polizist daten. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich würde einen Polizist daten. Das ist, glaube ich, für jeden ein bisschen Abschauen. Aber kennst du die Cops, die so auf Tinder sind? Also ich habe schon viele so Screenshots gesehen von irgendwelchen Männern in Uniform. Ihr lebt Bruder, wirklich? Wie ihr euren Namen und euer... Wirklich, Bruder, Alter, Standort. Und dann noch mit Haben so... ihr nicht aufgepasst bei eurer Ausbildung, Mann? Unglaublich, Alter. Krass, also das können wir auch erwähnen. Ganz offensichtlich sind wir nicht so Fan von Polizei. Und unser guter Kollege, der Dimir Kürate. Und wir sind also in Hochzeit eingeladen gewesen, haben das Programm auch geschrieben. Bis heute wirklich schön Abend gewesen. Und bis heute habe ich das Gefühl, wir können geiler machen. Aber ich bin ein bisschen streng mit uns selber. Hä, wie kommst du jetzt auf das? Bro, immer wenn wir für unsere Kollegen etwas machen, bin ich streng im Nerv mit aber, uns. ja, ich verstehe, aber was ist jetzt der Link zur Polizei? Kommt jetzt. Ah, okay. Und nachher haben wir für unser Programm haben wir gesagt, du tust mit der besten Kollegin von Dimi seiner Frau Ja. Infos zu holen Oh fürs mein Programm. Gott, ja. Und ich hole Infos von Dimi seinem besten Kollegen. Ja. So, jetzt haben wir Sonntag eine Folge aufgenommen, Mhm. haben sie am Montag veröffentlicht und am Montag trifft der Kollege. Ja. Und am Sonntag haben wir die Folge aufgenommen und wir haben dort eine Bulle gehatet. Ja. Max, wie jetzt. Ja. So, und deshalb mit der Dimi, ey Bro, by the way, mein Kollege ist Bull. Ich bin schwitzig an das Gespräch gegangen. Ich habe schwitzig angerufen. Auf einmal so, hä? Ja, ja. Hey! Ich so, nein, das Ding ist,
ich brauche Infos von ihm über seinen besten Kollegen und vielleicht hat er das gelesen und weißt du, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kollege sagt, hey, ein Kollege von mir will mit dir telefonieren, wir haben ihn gebucht, er hat einen Podcast und dann kann man vorstellen, den Podcast, lass mal schauen und die letzte Folge ist genau über Buch, nicht so, bitte hat er nicht gelesen. Und? Er hat nicht gelesen. Ja. Vielleicht hat er auch gelesen und hat gefunden, er ist schon dieser Meinung. Vielleicht hat er auch gefunden, kein Risiko. Nein, auf jeden Fall habe ich ihn dann gesehen und Bro, ich habe mit ihm geredet und so und ich so, wieso ist eigentlich, so wenn ich jetzt mit dir rede, habe ich so gedacht. Ich habe so im Kopf gedacht, ich so, Du wieso bist ist ja repräsentativ für alle Polizisten. ja, aber ich habe so im Kopf gedacht, wenn ich mit ihm geredet habe, ich so, wieso sind eigentlich alle Bullen pauschal die meisten Nutten sind und du bist ein geiler Sieg. Habe ich gedacht, aber ich habe es nicht gesagt, weil nachher denkt, es fliegen, weißt du. Ja, ich glaube, es gibt Menschen, die halt einfach vom Dienst auch noch anders drauf sind. Ja, fix safe. Aber weißt du, so bei ihm ist so, zum Beispiel, wie soll ich sagen, immer so, also ein Kollege von uns zum Beispiel ist ja Zur Hat Polizei gegangen. er wollte Bull werden und dann haben wir gesagt, verpiss dich, wenn du Bull wirst. Ja. Dann hat er sich verpisst. Er hat die Schweiz verlassen, ist auf Basel gegangen, Ja. ist Bull geworden. Er hat Verbot bekommen. Bro. ja, Er so, hat Zürich-Verbot Wenn bekommen. du da Bull wirst, dann Ochsenbilla, haben wir doch noch einmal gesehen. Nein, nachher, also bei ihm verstehe ich es, weil er ist so, also verstehe ich es im Sinne von, Er ist Deutscher, also ist bei ihm. er ist Deutsch und er hat gesagt, also Jungs, wirklich ganz ehrlich, Sita Guys, einer von den geilsten Zielen ist Bull werden. Ja. Und ich Dann so, wird, Bruder. Bro, dann mach, weißt du, was soll ich sagen. Und dann haben wir ihn mal getroffen und dann war es komisch, weißt du, so, dein Kollege ist mal Bull. Ja, er so ja. Du bei weißt nicht, euch. kannst du jetzt noch vor ihm Heroin nehmen oder nicht. Irgend so ein Cousin, so dünne, so soll ich schrubben oder nicht, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Sehr gut. Und nachher sind wir so mit ihm, so Bruder, ich weiß nicht, wir müssen auf etwas aufpassen, so, du bist jetzt Bull, weißt du? Snitch oder so. Also nein, privat ist privat. Wir so, okay, weil, wenn privat ist, kommt dann. Du, oder? Nein, auf jeden Fall haben wir so mit ihm geredet und so und dann haben wir so normal geredet und dann haben wir halt so gefragt, ich so, Bruder, Bull und so. Dann haben wir übertrieben extra und so. Der so, nein, Bruder, look, wir in der Ausbildung lernen extra und so, weißt du, Konflikt aus dem Weg gehen, lösen, dies und das. Mhm. Kommt aus dem Weg? Okay. Nein, ich dachte so, Bruder, das fühlt sich wie Pressekonferenz an, Mann. Wirklich, aber das ist in einer Eintrichter, Bro, aber Konflikt aus dem Weg, ja komm, egal. Scheiß mal auf das. Wir haben aber- jetzt 10 Minuten Bulle gehatet. Ja. Das ist reichere Werbung für euch als euer scheiß schwör. Plakat. Ich schwöre. Und wir haben sogar gratis gemacht. Das nächste Mal gebt ihr lieber den Jahreslohn von dem Peach, wo auch Bull ist, uns. Und wir holen euch so viel potenzielle Bullen zu euch. Ja. Es kann entweder rauskommen, dass ihr auf einmal Tausende von Bullen habt, Ja. oder es passiert das, was in Marseille passiert und eure Station brennt. Nein, passiert. Theoretisch. Theoretisch. Nein, Spaß, alles gut, Spaß beiseite. Also, wir sind ja trotzdem, aber das ist vor allem Witz. Ich bin mal, wo wir in Kosovo letztes Jahr gedreht haben, ist irgendwie so Drehschluss gewesen und dann hat irgendeiner angefangen so halt eine Substanz hervornehmen und er hat gesagt, ey, ist Drehschluss, so willst du auch ein bisschen. Und hat ein bisschen der Runde umgegeben, so, oder? Dann haben ein paar Leute halt angefangen, das nicht konsumieren. Und dann geht er zum letzten, wo Kamera, ich sage jetzt mal, Fokuspuller, also er macht den Fokus so. Er so, willst du auch ein bisschen? Er so, nein, und ich glaube, es wäre ein guter Mann, um dir zu sagen, ich bin Polizist. Bro, das ist ganz schnell, ganz ruhig geworden, Bro. Und es sind alle ganz schnell nüchtern Und gewesen. wir so, oh shit. Nachher er so, okay, also schon gut, ich bin privat, aber chill ein bisschen mit der Sache. Er so, okay, Bro. Wieso müsst ihr so sein? Kann man privat nicht Spaß haben, Mann? Aber Bro, das Ding ist eben, nachher der Typ, mit dem ich co-directed habe, wir sind so am Drehen. Auf einmal kommen so 4 Bullen, aber alles so richtige Bären, weißt du? Und dann sagen sie so, ja, haben wir eine Drehgenehmigung? Und nachher haben sie halt den Regisseur gerufen, er kommt, er redet mit ihm und so, auf einmal er wird festgenommen. Die so, nein, es geht nicht, und so nehmen ihn fest, bringen ihn zum Auto, Bro, er am denken, fuck. Und dann sagen sie, verarsch, Bruder, weißt du, er ist Polizist. Und er so, fuck, man. Weißt du, bei uns sind alle korrupt und so, aber weißt du, mit der Bunde reden, Mann. Ich weiß, mich hat eine, weißt du, Dunne fährt schon zum ersten Mal Auto. Und wo mich so mit 10, 12, mein Vater mich so eine gerade Strecke fahren lassen hat, ist er genau ein Bull an uns vorbeigefahren und ich so, weißt du, wegen Schweiz, Yeah. bist tot. Also direkt nachher ich so
halt er recht so, ich so, fuck, halt, jetzt ist es, weißt du, jetzt gibt es maximal Bus und so. Kommt er so zu uns, mein Vater so, Brems einfach chill. Du fährst aber nachher so, schau das war, also, zu meinem Vater so, Abi, das ist weit entfernt von 18, hä? Nachher, er so, ja, ist am Lernen und so, weißt du, mir leid. Ich tu jetzt weg, so, nein, ist schon gut. Fahrt einfach ganz langsam, okay, weißt du, aber übertrieben, also weißt du, so, geh nicht in die Stadt rein, weißt du. Wenn er lernt, soll er da lernen, ist okay. Ja. Bro, voll entspannt. Da ist, ihr Sohn hat den Bus bekommen und er hat vergessen, Infos rauszugeben. SWAT-Einheit geht rein. Dann, wenn das würde passieren, dann würde gerade Cash pro, Bro. Bro, das ist auch so, mega. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, jetzt haben wir über unsere Wochenende, unsere Zeit, über Politisch geredet. Ich glaube, das wichtigste Thema, das wir noch schnell mit anschneiden, ist Live-Shows. Mhm. Ja, Mann. Wir haben in Baden gespielt. Wie hast du Baden gefunden? Es war Lied. Das war wirklich geil. Ja, richtig Es geil war ein gefunden. sehr geiler Tourstart gewesen. Ja, Mann, ganz geiles Essen haben sie uns gegeben. Mhm. Es war ein super Ort gewesen. Shoutout Wortspielakrobaten. Mhm. So das Wortspiel. Und es sind auch schon alle Tickets weg wieder, bis auf Luzern. Mhm. Aber Luzern ist auch eine riesige Location, ist der Tourabschluss. Wir haben letztes Mal schon gesagt, wir sind nicht mehr im gleichen Saal, auch wenn es die gleiche Venue ist. Und wir freuen uns wirklich, wirklich sehr fest. Nächster Stopp ist Vinti, Mhm. oder? 8400. Bei Boxer Stadt. Oh man. Ja. Und ja, wir haben dort einen Live-Auftritt gehabt von 1,5 Stunden. Ungrad, ja. Ungrad, ja. Und es ist. Ich habe es brutal lustig gefunden, die Ja, Leute haben gut gelacht. Ja, Mann. Ich habe es jetzt anders, also ich habe kein Wort. Oh sorry, ich habe keine Worte gehabt. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es wirklich so lustig wird sein. Weißt du, ich freue mich vor allem darauf, dass es nicht so nah beieinander ist. Mhm. Dass man ein bisschen Raum zwischen. Ja, fix. Das tut sehr gut. Das ist wirklich gut. Und die nächsten 2 Shows werden einfach lit, Bro. Ausverkauft Zürich, ausverkauft Vinti, das wird richtig geil. Freue mich so. Wirklich aber. Ja, Mann. Jo. Und ja, ihr habt das mal für uns gerade auch ein bisschen mehr Programm. Ihr kommt auch ein Vorrecht über. Das heisst, jemand anders kommt, der weniger lustig ist als wir, zum Lachen zu bringen. Und ja, wir versuchen euch so gut das Programm zu bieten. Und was ihr könnt sicher erwarten, ist strukturiertes Programm, fixe Themen, Unterhaltung. Vor allem im Vergleich zu der Podcast-Folge ist die Unterhaltung live vor allem mehr auf Comedy ausgelegt. Yep. Also es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt 15 Minuten über Bulle hätten. Dann kommen dir Möglichkeit über zum Dreischnorren. Nicht weil wir sie geben, sondern weil auch Leute machen. Wir können miteinander reden oder so dort. Und als letztes gibt es noch die Möglichkeit, dass wir einen zweiten Block haben und Auserwählte vom Publikum mitnehmen, um mit uns entweder reden, spielen oder andere Sachen gemeinsam herausfinden. Also ihr seid viel mehr involviert, ihr seid live dabei, ihr seid auch Teil von dem Ganzen. Wir reden mit euch, wir reden miteinander, es ist Unterhaltung. Und ich glaube, ich habe so ziemlich gesagt, was sie können erwarten, oder? Ja, Mann. Genau. Luzern, der einzige Standort. Es hat nur Luzern-Tickets, der Rest ist ausverkauft. An alle, also es sind, glaube ich, jetzt 2 Nachrichten reingekommen, an alle, die doch merken, irgendwie, sie können doch nicht kommen, bitte dünnt, wenn etwas ist mit den Tickets, nicht uns schreiben. Wir können leider nicht so drauf eingehen, auf einzelne Tickets. Dünnt auf unserem Beitrag, den wir gepinnt haben, auf der ersten, auf Insta-Seite schreiben, hey, ich habe noch Tickets. Haben 2 Leute gemacht. Und bis dahin, bitte kauft euch Tickets. Kommt vorbei. Ich freue mich. Luzern wird geil. Die ganze Tour wird geil. Und wir freuen uns, euch demnächst live zu sehen. Bis dahin, einen schönen Tag miteinander. Das ist kurz und bündig.